Ja, habe die Ehre, 25. Dezember 2023. Wie habt ihr den Heiligabend verbracht? Ich hoffe, schön in der Familie und schön vor dem Christbaum. Ja, genießt den ersten Weihnachtsfeiertag, genießt den zweiten Weihnachtsfeiertag. Es wird nämlich noch wärmer und lasst euch nicht verarschen. Und schauen wir mal, wie das neue Jahr 2024 wird. Vielleicht wird es nicht so turbulent, hoffe ich, aber ich schätze, dass es richtig turbulent werden. Und zwar, wenn wir alle auf die Straße gehen. Spätestens ab 8. Januar Bauernprotest, Spediteure, Handwerker, die Lokführer, glaube ich, habe ich gehört. Aber das reicht nicht. Es müssen alle auf die Straße. Alle Schichten. Weil es betrifft uns alle. Da geht halt nichts mehr, da wollen wir auf der Couch hocken oder Träumchen, schön weiter träumen. Das funktioniert nicht. Wir müssen alle an einen Strang ziehen. Normalerweise müsste die ganze Bevölkerung auf die Straße, um diesen ganzen Ampelirrsinn zu beenden. Weil sonst haben wir verloren. Es geht an jeden seinen Geldbeutel. Raus auf die Straße. Jetzt erst recht. Sonst haben wir verloren. Weil verarschen brauchen wir uns nicht länger lassen. Von dieser korrupten Regierung. Das geht nicht. Ich bin auch dafür, die Ampel muss weg, so schnell wie möglich. Eigentlich brauchen wir gar keine Parteien. Die kosten nur viel Geld und beuten den Bürger aus. Und das können wir nicht weiter hinnehmen. Ach ja, die Gastronomen, wo sind die eigentlich? Warum gehen die nicht auf die Straße? Wo bleiben denn die? Schauen wir mal. Immer mehr Lokale werden schließen. Ich bin gespannt. 2024 wird noch krasser werden wie 2023, wenn nicht endlich bald das ganze Volk auf die Straße geht. Also mit diesem Sinne wünsche ich einen guten Start ins neue Jahr 2024 und ich hoffe, dass am 8. Januar richtig Berlin zerdrückt wird und auch in jeder anderen Stadt. Protest, Protest, Protest. Also mit diesem Sinne, macht es gut. Prost, Helmut Janka Filmschmäh. Es bringt uns nichts, wenn wir weiterhin schlafen auf der Couch. Es betrifft wirklich jeden. Oder wollt ihr alle so lange zuschauen, bis die Leute am Putz von der Mauer runterfressen? Bis einmal der letzte Pfeifenkopf gespannt? Das kann es nicht sein, oder? Also raus auf die Straße, 8. Januar und zeigt euer Gesicht, dass es so nicht mehr weitergeht. So, Servus, alle miteinander.